Buonasera a tutti, benvenuti anche questa settimana alla diretta periodica che facciamo, che è nata per informare su quella che è la situazione Covid a Montegalda e che fortunatamente con la diminuzione dei contagiati è diventata occasione anche per incontrare e informare quelli che sono i nostri cittadini e per incontrare i nostri amici lontani. Come ogni sera vi ricordo sempre l'importanza delle 3 regole fondamentali, quindi tenete sempre la mascherina addosso, lavatevi le mani e soprattutto cerchiamo di mantenere la distanza fra le persone. Io questa sera sono da solo, quindi mi tolgo la mascherina facendo attenzione a non impigliarmi in tutte le cuffiette varie che ho, e anche questa sera sono felice di potervi dire che non abbiamo concittadini positivi e quindi veramente è una gioia poter invece proseguire con il resto della trasmissione. Questa sera, come vi ho anticipato, abbiamo un ospite importante che è il borgomastro della nostra cittadina gemellata, che è Eichstätt. Solo un secondo, perché c'è un ritorno in cuffia un po' fastidioso. E adesso via via vi presento le persone che collaboreranno questa sera con noi per poter appunto rendere possibile questo collegamento con la Baviera e con Eichstätt in particolare e con il borgomastro di Eichstätt, che è Josef Grimberger. Allora direi di cominciare subito, perché è comunque una serata impegnativa, intensa, bella per Montegalda, e direi di introdurre la Cristina Cattaneo, che tradurrà quello che io andrò a dire in tedesco.
Buonasera a tutti, con me c'è anche il professor Cenghiaro, quindi responsabile del Museo Fogazzaro, e Rita, che è una delle nostre colleghe della Consulta Anziani, quindi che vi saluta e vi salutiamo tutti e grazie per aver partecipato o per partecipare. Allora la Cristina via via tradurrà le mie frasi e io cercherò di essere breve e conciso appunto per questo motivo. Prima di partire con il nostro ospite, direi di invitarvi per questa serata eccezionale a fare quelle attività che sappiamo consentono al nostro territorio di avere una visibilità maggiore. Quindi condividete sotto il video affinché tutti i vostri amici possano vederlo e soprattutto commentate sia questa sera in diretta che anche domani. Questo vi invito in particolare questa sera a farlo affinché Montegalda e i nostri amici di Eichstätt possano avere la maggiore visibilità possibile. Cominciamo. Do il benvenuto al primo borgomastro di Eichstätt, Josef Grimberger. Benvenuto a Montegalda virtualmente. Buonasera. Buonasera. Unser Bürgermeister also begrüßt also den Oberbürgermeister von Eichstätt. Hallo, hallo zusammen und dann vai Andrea und dann Dr. Lorenz. Il borgomastro di Eichstätt, Josef, sarà tradotto simultaneamente dal nostro caro amico che avete conosciuto qui in Italia, dottor Gernot. Ja, und der Oberbürgermeister, buonasera, und Oberbürgermeister Josef Grimberger wird eigentlich also sprachlich Unterstützer von Dr. Lorenz, den wir schon also sehr gut kennen oder kennengelernt haben und kennen. A voi la parola. Also Gernot, bitte das Wort an Sie, an euch. Ecco. Dunque, buonasera a tutti, cari amici a Montegalda, è un piacere particolare per noi stasera essere collegati in questo modo. Io sono un po' emozionato, devo dire, però andrà tutto bene. Dunque, abbiamo preparato un piccolo video, una piccola presentazione, insomma, la mettiamo in onda adesso? Va bene. Herr Grimberger, wollen Sie was dazu sagen? Starten wir gleich? Dürfen wir gleich starten oder sonst hätte ich gleich angefangen? Andrea, partiamo? Sì. Bitte, ja. Also ja, mein lieber Bürgermeisterkollege Andrea Nadin, liebe Christina, lieber Gernot, liebe Bürgerinnen und Bürger von Montegalda, liebe Freunde, ich darf Sie im Namen der ganzen Stadt Eichstätt ganz, ganz herzlich an diesem Abend grüßen und meine große Freude ausdrücken, dass ich heute Abend auf dem digitalen Wege mit Ihnen in den Austausch treten darf. Caro Sindaco, caro collega Sindaco, cara Cristina, cari concittadini, possiamo dire così, sono molto onorato di avere questa occasione di parlarvi, di rivolgermi questa sera a voi e di essere in contatto così direttamente. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass auch wenn es aufgrund von Covid im vergangenen Jahr und auch heuer leider noch nicht möglich war, dass wir uns persönlich kennenlernen und begrüßen können und austauschen können, wir es trotzdem heute Abend auf dieser wunderbaren digitalen Form schaffen, uns auszutauschen und ich Ihnen einen kurzen Einblick über Eichstätt und auch, wie es hier den Menschen vor Ort geht, geben darf. Purtroppo l'anno scorso, visto le circostanze, non ci siamo potuti conoscere di persona perché il signor Grimberger, il nostro sindaco, è sindaco dall'anno scorso. Tanto più il piacere, grande piacere di incontrarsi stasera in questo modo. Zu Beginn vielleicht ganz kurz zu meiner Person, da ich ja im vergangenen Jahr auch neu gewählt worden bin. Ich habe letztes Jahr im Mai das Amt als Oberbürgermeister angetreten. Meinen Vorgänger Andreas Steppberger dürften Sie alle ja sehr gut kennen, der ja in Montegalda auch vor Ort war und auch die Städtefreundschaft mit eingeleitet hat. Ich bin 31 Jahre alt und studierter Volkswirt und mit großer Freude jetzt seit einem Jahr Oberhaupt oder Bürgermeister von Eichstätt. Ecco, dunque ha detto in fondo quello che c'è scritto là, per cui wir können weitermachen. Che bravo, bello, ha fatto la presentazione in italiano. Ok, bene.
Auch hier, ich habe Ihnen auch ein kurzes Bild mitgebracht. Nicht nur ich bin letztes Jahr neu gewählt worden, sondern auch der Stadtrat von Eichstätt. Sie sehen hier eine bunte Truppe, gut gemischt von jungen und alten Menschen aus unserer Stadt, die sich hier zusammen mit mir leidenschaftlich für die Menschen und Bürgerinnen vor Ort einsetzen. Und ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich auch im Namen des gesamten Stadtrats grüßen, der sich freut, bei der nächsten möglichen Gelegenheit auch mit nach Monte Galda zu kommen. Vi do il benvenuto anche a nome del nostro consiglio comunale che è stato eletto insieme a me. Come vedete è un gruppo misto tra giovani e meno giovani, tra donne e maschi, e uomini, e sì, siamo lieti insomma di incontrarci in questo modo anche virtualmente con queste persone. Hier noch ein ganz kurzes Bild, das Sie vielleicht auch kennen von der Veranstaltung 2019, als die Städtefreundschaft geschlossen wurde. Noch ein kurzer Blick aus der Zeitung. Und ich darf Sie an dieser Stelle auch noch sehr, sehr herzlich von Frau Dr. Grund und Gerhard Nieberle grüßen, die damals auch als stellvertretende Bürgermeister mit dabei waren. Und zur Rechten auf dem Foto sehen Sie natürlich auch das Gebäude, das von besonderer Bedeutung für unsere Freundschaft ist, das auch den Bezug zum Schriftsteller Fogazzaro herstellt. Dunque una foto del momento storico per noi, per i nostri comuni, della firma del patto d'amicizia con l'ex sindaco Andrea Stettberger, che vi saluta tanto, insieme a Claudia Grund, la signora che vedete a sinistra dietro, e l'allora vice sindaco, che anche loro vi salutano. Uno sguardo sull'albergo dove Antonio Fogazzaro soggiornò nel lontano 1885, che più o meno è rimasto uguale, insomma, sì. E se il nostro sindaco guarda dalla sua finestra vede proprio l'albergo l'Aquila Nera, all'epoca si chiamava. Ecco. Vielleicht für diejenigen von Ihnen, die sich noch nicht so vertraut gemacht haben, auch mit Eichstätt, auf den nächsten Folien ein paar kurze Bilder, kurze Fakten zu unserer schönen Stadt. Hier kurz, wo wir liegen, also in der Mitte oder Herzen von Bayern, im Süden von Deutschland, und auch vielleicht gut zu wissen, immer ungefähr 400 Kilometer von Monte Galda entfernt, also ungefähr, glaube ich, so 5-6 Stunden mit dem Auto. In seguito vi farò vedere alcune foto della nostra bella cittadina, tanto da darvi un'impressione. Insomma, come vedete siamo messi proprio nel mezzo della Baviera, però comunque al sud della Germania. Eichstätt dista circa 100 km da Monaco e altri 100 da Norimberga. Norimberga, tra l'altro, che anche quello ha un suo ruolo nel romanzo di Fogazzaro. Vielleicht ein paar ganz kurze wesentliche Fakten noch zur Eichstätt selbst. Wir haben ungefähr 13.500 Einwohner, wobei hier sehr viele auch zureisen jeden Tag zum Arbeiten oder zum Studieren, insbesondere auch für Schulen, da wir sehr viele schulische Einrichtungen haben. Eine ganz besondere Sache für Eichstätt ist, dass wir seit ganz, ganz vielen Jahren das große Glück haben, dass wir eine sehr geringe Arbeitslosigkeit haben, mit einer der geringsten Arbeitslosigkeiten in ganz Deutschland. Und im Durchschnitt sind hier die Menschen Mitte 40 Jahre entsprechend jung. Und auf den Bildern sehen Sie einige Eindrücke von wunderbaren Orten aus unserer Stadt. Dunque, i dati e alcuni dati essenziali sulla nostra cittadina che vedete là sulla destra. Agli abitanti naturalmente si aggiungono tutti coloro che vengono a lavorare qui da noi. Abbiamo tante scuole, abbiamo l'università di cui parleremo più in là. Fortunatamente un tasso di disoccupazione molto, molto basso, anche diciamo grazie alla vicinanza di Ingolstadt. È la sede, una delle sedi principali della Audi, della fabbrica di macchine, insomma, molto, molto conosciuta. Was vielleicht auch ganz wichtig ist und Eichstätt besonders prägt, sind zwei Institutionen, mit denen auch wir als Politik, als Stadt, als Bürgerinnen und Bürger sehr verbunden sind und die auch Eichstätt über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg sehr geprägt haben, auch im Baulichen. Das ist natürlich einerseits
die Kirche hier als Bischofsstadt mit dem Bischofssitz und natürlich die katholische Universität in Eichstätt, die hier natürlich ein ganz besonderes Flair in die Stadt bringt, insbesondere ganz viele Studentinnen und Studenten. Ecco, due caratteristiche molto particolari della nostra cittadina. Eichstätt è sede vescovile dal lontano 742, quando un missionario benedettino, San Vilibaldo, che era stato monaco anche a Monte Cassino, venne a portare il cristianesimo e da lì è rimasto sede vescovile ininterrottamente. Sopra vedete alcune immagini della nostra università, che è un'università diciamo a pieno titolo dal 1985, in mezzo alla bella biblioteca centrale dove lavoro io, insomma alcune immagini. Ja, gerne, ich bin soweit. So, genau. Auf den nächsten Folien sehen Sie vielleicht ein paar ganz besondere Sehenswürdigkeiten nach unserer Stadt, die ich Ihnen auch, wenn Sie mal nach Eichstätt kommen werden, nahelegen würde zu besuchen. Insbesondere sehen Sie hier zum Beispiel die Willibaldsburg, die fast 1000 Jahre alt ist und aktuell, und das ist eine sehr schöne Sache, vom Freistaat Bayern sehr, sehr aufwendig saniert wird und modernisiert wird und damit auch ein toller Anziehungspunkt für Touristen ist und dort auch ein ganz besonderes Museum, das Syrah-Museum hat, welches die besonderen Steine aus der Region und die besondere Geschichte aus der Region darstellt, insbesondere natürlich den weltweit berühmten Archaeopteryx. Dunque, due monumenti di particolare interesse, naturalmente il castello di San Vilibaldo, con una storia quasi millenaria, che proprio in questo periodo viene restaurato a spese della Baviera e con il contributo, insomma, e ospita due musei, di cui uno molto importante per i fossili. Solo per dire, abbiamo alcuni esemplari molto famosi o diciamo quasi unici al mondo dell'Archaeopteryx, cioè una specie di uccello a metà strada tra dinosauro e uccello, cioè praticamente un dinosauro che sapeva volare. Ebenfalls auf der Folie sehen Sie hier Bilder von unserem wunderbaren Dom. Lustigerweise ist nicht nur die Willibaldsburg aktuell in einer Bauphase, sondern auch der Dom wird generalsaniert. Er auch mittlerweile fast 1000 Jahre alt und quasi das Herz und Zentrum der Geschichte der gesamten Entwicklung unserer Stadt. Il Duomo invece fonda le sue radici proprio nel periodo di San Vilibaldo dell'VIII secolo d.C. Naturalmente è stato ampliato, modificato varie volte. Purtroppo, o diciamo no, per fortuna, proprio in questo periodo è inaccessibile perché viene restaurato anche il Duomo, viene imbellito, insomma, pulito e stabilito. Okay. Hier auf den nächsten Folien sehen Sie auch nochmal besondere Sehenswürdigkeiten und hier spiegelt sich dann auch wieder die besondere Verbindung von Eichstätt mit ganz Italien wieder, aufgrund dessen, da wir große italienische Baumeister, insbesondere des Barock, hier hatten Gabriele di Gabrieli, der die gesamte fürstbischöfliche Residenz gestaltet hat, wo aktuell der Sitz auch vom Landrat ist, auch in der Nähe vom Bischof, und natürlich auch die Sommerresidenz mit dem wunderbaren Hofgarten, eine barocke Gartenanlage, die wunderschön gestaltet ist und eine Parkanlage für alle Bürgerinnen und Bürger bietet und heute die Universität beherbergt und auch alle Gäste einlädt zum Besichtigen. Altri due belli, diciamo, monumenti sono le residenze del vescovo, che sono il risultato in fondo delle devastazioni della guerra dei 30 anni. Eichstätt infatti fu saccheggiata molto dalle truppe nemiche nel 1600, però pian piano è risorta, è diventata la bellezza, il gioiello di stile barocco che vediamo oggi, soprattutto al contributo di grandi architetti e maestranze che venivano dal sud della Svizzera, cioè del Ticino, e anche di maestranze italiane. La residenza, diciamo, normale è sotto la residenza estiva,
tutti e due molto molto belli, e siete invitati proprio cordialmente a vederli, venirli a trovare e vederli quando venite qua. Aktuell ist auch in Eichstätt viel geboten, damit Sie einen kurzen Einblick bekommen, in was uns hier in der Politik, in der Stadt aktuell besonders umtreibt. Sie haben es gerade schon gesehen bei der Willibaldsburg und beim Dom. Hier sind sehr, sehr viele Baustellen am Laufen. Ecco, altri due cantieri, no, anzi sono di più di 2 cantieri che ci occupano in questo periodo, un nuovo ponticello, anzi un ponte proprio pedonale sull'Altmühl, che è di una posizione centrale proprio per collegare le due parti del centro, un nuovo asilo sulla collina e un'area di costruzione per i villini. Eichstätt è situato dentro una vallata, e per cui trovare un posto, diciamo, per nuove costruzioni non è facile. Abbiamo trovato un bel posto adesso. Stiamo costruendo. Herr Lorenz, wir haben die Baustellen schon erklärt, glaube ich. Bitte, ich habe nicht verstanden. Haben Sie die Baustellen gerade erklärt? Habe ich gerade erklärt, ja. Okay. Natürlich sind es nicht nur die Baustellen, die die Bürgerinnen und Bürger in Eichstätt aktuell umtreiben, aber das kennen Sie selbst als Monte Galda auch. Natürlich beschäftigt uns Covid sehr stark und wir sind aktuell auf einem sehr guten und positiven Weg. Und es macht alle sehr glücklich. Die Restaurants und Geschäfte konnten jetzt wieder öffnen. Das Impfen geht gut voran und von daher sind wir gerade mehr als glücklich, dass ein Stück Freiheit wieder zurückkehrt und damit auch die Hoffnung, dass wir uns auch bald persönlich zwischen Monte Galda und Eichstätt auch treffen können. Anche noi naturalmente stiamo uscendo da un periodo molto difficile, anche di restrizioni naturalmente, che ci hanno, diciamo, tenuti sospesi negli ultimi mesi. Per fortuna adesso anche da noi la situazione sta migliorando pian piano e siamo molto felici, insomma, di guadagnare pian piano delle nuove libertà e di trovare un pezzo dopo l'altro di vita normale e di vita quotidiana. Speriamo bene di incontrarci presto su questa base e di poterci vedere, insomma, di persona. Ja, zum Abschluss kann ich mich nur noch ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Einladung heute, für Ihre Aufmerksamkeit. Auch ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest einen kleinen Einblick in unsere schöne Stadt geben und freue mich auf den weiteren Abend und alles Gute. Mhm. Dunque, grazie davvero dell'invito, di questa occasione di incontrarci e insomma sì, speriamo di incontrarci presto e adesso sono contenta, insomma, di seguire il resto della serata e anche se avete delle domande naturalmente siamo ben lieti a rispondere nel miglior modo possibile. Io ringrazio tantissimo Joseph per la presentazione. Io non sarò così puntuale e così preciso, però anche noi faremo vedere alcune immagini di Monte Galda. Herr Grinberger, also Herr Obermeister, also unser Bürgermeister bedankt sich sehr für die detaillierte Präsentation. Das war wunderschön. Er hat gesagt, wir werden nicht so detailliert unsere Sehenswürdigkeiten vorstellen oder zeigen, aber lassen Sie sich von unseren Bildern inspirieren, ne? Sozusagen. Dann, da werde ich eine kurze Beschreibung oder Schilderung, damit auch andere Freunde, diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten im Jahr 2019, auch mal einen Eindruck, einen ersten Eindruck haben können. Ne? Okay. E prima di partire, 2 cose. Ja. La prima cosa è lungo l'Altmühl, adesso non vorrei, casomai Cristina traduce correttamente, c'è una zona bellissima appunto dove lavora Gernot,
dove io ho avuto la fortuna di andare a correre la mattina ed era veramente un parco meraviglioso. Ja, als unser Bürgermeister also zum ersten Mal in Eichstätt war, glaube ich, so habe ich also, wenn ich also gut verstanden habe, war er ist also ganz früh heraus gegangen, um zu laufen. Ne? Das ist ein Runner sozusagen. Und er war so völlig beeindruckt von der Stadt, von der Umgebung, dass er wirklich hofft, vielleicht nochmal wieder zurückzukommen. Und alle, wir hoffen alle, ne, einmal wieder treffen zu dürfen, ne? Pandemie erlaubend. Ne? Ok. Salutiamo anche tutti noi tantissimo Claudia e Andreas che abbiamo conosciuto in occasione del gemellaggio e che in qualche modo hanno avvicinato i nostri due popoli e hanno fatto sì che con noi si desse inizio a questo e quindi un legame particolare e anche personale ci lega a loro e speriamo ci possa continuare a legare anche a Josef ora e a tutti i cittadini di Eichstätt. Ja, also im Laufe des Freundschaftspakts, konnten wir wirklich die Abordnung und die Delegation, der Stadt Eichstätt und die Kommunale sozusagen, die Leute die Chöre, alle Freunde, die zu uns gekommen sind, für die Besiegelung, des Paktes, und da waren wir wirklich sehr froh und da hoffen wir, dass diese Freundschaft auch weiter, ne, oder vertieft, so wie damals auch Gregor Maria Hanke gewünscht hatte. Ne? Und dann hoffen wir, dass unsere Freundschaft immer weiter verstärken darf. Ne? Anch'io sono un po' emozionato come Gernot. Ja, auch unser Bürgermeister ist emotional, eigentlich sehr mit einbezogen. Ne? Und das wird auch ein bisschen schwierig für ihn, äußern, was eigentlich er sagen möchte. Ne? Das ist wirklich ein bisschen emotional. Das ist sozusagen der erste Kontakt, ne, nach diesem Jahr, nach diesem komplexen Jahr. Aber es scheint, dass der Rückweg zur Normalität, ne, schon da ist. Ne? 0 Positivfälle auch bei uns. Und dann die Covid-Situation und dann das RKI, sinkt weiter. Und dann wir müssen auch positiv denken. Ne? Und dann falls mal die Finger, ne? Ok, incrociamo le dita, no? Che vada tutto bene. Okay. E tantissimi cittadini fanno i complimenti a Josef, a Gernot, li salutano, li invitano a Montegalda, già ora in diretta e hanno voglia di venire a trovarlo. Ja, unsere Gemeinschaft, unsere Mitbürgerinnen sind eigentlich sehr froh und sie sind auch wirklich sehr stolz darauf. Und sie hoffen, dass sie bald hier runter, nochmal hier runterkommen. Und wir bitten Sie, ich hatte vorher total vergessen, bitte unsere besten Grüßen an Herrn an Andreas Steppberger und dann an Dr. Claudia Grund und Herrn Niebele, die 3 Bürgermeister, die zusammen mit dem Stadtrat dabei waren und sehr nett und das waren wirklich einen sehr starken Moment, den wir zusammen erlebt haben. Okay. Ja, wir starten jetzt mit den Bildern. Ja, wir starten jetzt mit den Bildern. Sehenswürdigkeiten haben wir auch. Natürlich, Montegalda ist nicht so groß wie Eichstätt, aber haben wir auch einige Perlen. Ne? Das ist unser Schriftsteller Fogazzaro. Und dann ist unser Schloss, vom 12. Jahrhundert. Das ist das Schloss von Montegalda. Das ist privat, Wohnsitz, aber gehört sozusagen unserer Gemeinschaft. Ne? Mit einem schönen Renaissance-Garten. Und dann hier, das ist noch ein paar Blicke vom Schloss. Okay, noch ein paar, das ist voll, Geschichte und dann, sein Garten ist etwas, Wunderschönes. Und hier haben wir auch,
also manchmal ab und zu Events, ne, also die wir zusammen mit der Familie Sollini veranstalten werden. Hier ist ein altes Bild vom Kloster St. Markus. Also damals, also gehörte also das Kloster zur Familie Fogazzaro. Heute ist gehört dazu zu einem Privatunternehmer, nicht Privatunternehmer, gehört dazu Komplex. Und dann hier also ein Blick von Villa Fogazzaro, heute Colbatini, also diese Privatunternehmer. Und hier noch ein weiteres Moment, also der Besiegelung von unserem Freundschaftspakt mit Andrea Stepberger und Frau Dr. Claudia Grund und dann hier die Verbindung Italien-Deutschland, ne? Kommunal, Freundschaftspakt, also einige wichtige, die wichtigsten Momente, der Besiegelung sozusagen. Ne? Und hier im Kloster St. Markus, ja, das ist unsere Chöre. Das war wirklich ein sehr berührender Moment. Wir haben Hymne Bayern zusammen gesungen. Wir haben 2 Chöre in Montegalda, das eine von der Pfarrei und das andere von den Jägermeister, der Alpini. Und hier, die sind doch unser Bürgermeister, beim Unterschreiben, ne, des Freundschaftspaktes. Und dann Andreas und Andrea zusammen, nach der Besiegelung. Okay, dann, das ist die Ankunft vom Bus, ne? Gernot, kannst du dir so erinnern, ne, an den historischen Moment, als wir die deutschen Freunde empfangen haben. Und dann hier, die sind alte Bilder von, das ist der Dom, das ist ein altes Bild des Doms zu Eichstätt, ne? Denn das Bild hängt im Saal des Bürgermeisters. Hier, da haben wir eine Dauerausstellung gewidmet an Schriftsteller Antonio Fogazzaro. Und eigentlich sagen wir, dass der rote Faden, der unsere beiden Gemeinschaften verbindet, ist eigentlich die Figur von Antonio Fogazzaro, der mit seinem Geheimnis, das Geheimnis vom Dichter, die Stadt Eichstätt hat geschildert. Und dann hier auch ein Blick auf die Hügel, da haben wir 2, die Berici-Hügel und dann Eugani-Hügel auf Montegalda. Das ist natürlich nicht so groß wie Eichstätt, da haben wir nur ungefähr 3000 Einwohner. Aber das sind wir auf dem Land, und wir haben sowieso aber auch so sehr schöne, sehr idyllische Teile und sozusagen Ecken, die auch sehr schön sind. Ne? Sozusagen einen Satz von Fogazzaro zu paraphrasieren, eine kleine Welt, das ist der Titel von einem Roman des Fogazzaros, eine kleine Welt mit einem großen Herzen, ne? Eigentlich, ja. So, das ist andere Bilder, immer von der kleinen Abtei St. Markus, St. Marco oder Heiliger Markus, okay, ja. Und es ist datiert auch, 15. Jahrhundert, 1400, ne? Okay. Das ist die Pfarrkirche, Heilige Justina. Hier, das ist ein Blick von einem, okay, und dann, das ist Schluss, mehr nicht, ne? Und dann hier, das ist die Villa Fogazzaro, ne? Heute Colbatini. Und dann bei der Villa Fogazzaro gibt es heute auch, da haben wir auch ein paar Museen, doch eine Dauerausstellung, gewidmet an Fogazzaro. Aber hier, wo damals unser Schriftsteller
Das war natürlich der Sommerwohnsitz vom Antonio. Ist heute auch also ein sehr berühmtes Glockenmuseum. Und es ist eines der schönsten und der größten Glockenmuseen in Europa. Ne? Und er hat da Glocken, vom 11. Jahrhundert bis heute. Ne? Das sind also andere Momente, unser Palazzo Gualdo, das ist Sitz das ist unser Kommunalhaus sozusagen, wo der Sitz von unserem Bürgermeister, großes Privileg hat er, ne? Bei diesem Gebäude arbeiten zu dürfen. Ne? Das sind andere Blicke, das ist andere, das kann ich jetzt nicht so sehr gut, okay. Und dann hier, mit den drei Farben, ne? Grün, Weiß und Rot, das ist die Farben unserer Flagge. Ja, io non ho altre immagini e spero con queste poche immagini di avere invogliato appunto gli amici concittadini di Joseph e di Gernot a venire di nuovo a Montegalda a trovarci, e quindi questa era la mia volontà. Spero di aver mostrato la bellezza di Montegalda. Una piccola cosa, e quelle immagini, una parte, sono del concorso fotografico Antonio Fogazzaro, che prevede appunto che i cittadini fotografino i luoghi del Fogazzaro. Potremmo fare lo stesso anche con voi. Ja, unser Bürgermeister sagt, wir haben nicht so viele Bilder doch mal gezeigt, aber das könnte wirklich ein Anlass sein, damit die Leute Lust haben, hierher zu kommen und dann sozusagen unser Dorf und unsere Örtlichkeiten einmal hier vor Ort leben zu dürfen. Da haben wir nicht zu vergessen auch einen sehr berühmten Wanderweg, ne, der Camino Fogazzaro Roy, der eigentlich von Montegalda startet und dann für 100 Kilometer, durch die UNESCO, Weltkulturerbestadt Vicenza bis in die Berge, hinaufgeht, und da haben wir nur wenige, im Vergleich zu euren Bildern, nur wenige mal gezeigt, aber das ist wirklich ein Anlass, hierher runterzukommen und dann mit uns in dieser auch idyllischer Atmosphäre unser Montegalda, ne, zu leben und zu erleben. Ne. Was habe ich Andrea, ho dimenticato qualcosa che avevi detto? Quest'idea di fare magari di concorso fotografico, sì. Ja, und einige Bilder, die Sie gesehen haben, Verzeihung, einige Bilder, die Sie gesehen haben, die sind auch herausgenommen von einem Fotoreportage, ne? Die wir jedes Jahr, da haben wir ein erster, wie kann man sagen, Fotowettbewerb, ne? Mit Amateuren, Fotoamateuren, und dann, es gibt auch Preise, ne? Für die ersten drei, und das wäre auch ganz schön, wenn wir zum Beispiel sozusagen ein Projekt, mit Montegalda zusammen mit Heistedt veranstalten können, mit einem Austausch von Fotos, mit einem Thema, weiß es nicht, der Landschaft, zum Beispiel der Fluss, da haben wir Flusspavillone, oder Naturpark Altmühl, da haben wir auch hier Radwege oder Wanderwege. Da natürlich die Themen, können wir dann auch zusammen mal entscheiden. Aber das wäre ganz schön, wenn wir zum Beispiel etwas zusammen machen könnten. Ne? Ja. Vielen herzlichen Dank für die wunderbaren Eindrücke. Und Sie brauchen gar nicht so bescheiden zu sein. Sie haben wunderbare Sachen, die Sie mir gezeigt haben, und es macht absolut Freude, sich darauf, oder die Erwartung darauf zu haben, das dann auch sehen zu dürfen und auch sich dort zu begegnen. Vielen herzlichen Dank.
Sì, grazie di cuore di questa bella presentazione e non sono immagini modesti, anzi, cioè hanno dato una bellissima impressione, fanno proprio voglia di venire, insomma, di trovare la vostra città. Posso aggiungere io stesso una cosa, rivedendo scorrere le foto di quando siamo venuti nel 2019, intanto sembra già tanto tempo passato perché sono successe tante cose, insomma, per via del Covid, però mi hanno fatto veramente un'emozione fortissima. Siamo stati accolti con tanta cordialità, veramente col cuore grandissimo, e non lo so, a rivedere queste foto veramente mi emoziona, mi commuovo ancora di più, devo dire, e non vedo l'ora, insomma, di rincontrarci. Non l'abbiamo detto tante volte, però insomma è così. Grazie. Io spero ci siano su due cose, magari riuscire a sviluppare uno scambio che per noi sarebbe molto importante. Noi abbiamo due cori che tu, Gernot, hai conosciuto, che sono il coro Alpini e il coro di Santa Giustina. Noi speriamo che almeno con questi due cori e il vostro coro femminile sia possibile sviluppare l'amicizia che c'è già e riuscire a farvi incontrare di nuovo. Poi la seconda la dico dopo, così intanto la Cristina traduce. Ja, also Gernot, also du weißt bestimmt, also wir haben also hier in Monte Galda 2 Chöre. Also die eine Gruppe ist also die die Kirchenchor, ja. Ja, die Kirche, also genau. Und die andere ist die Gruppe von den Jägermeistern. Ne? Und da also Wünsche, also die erste Erfahrung war so also emotional berührend, dass wir also nochmal diese Erfahrung wiederholen möchten. Ne? Und da hoffen wir wirklich, wir freuen uns auf eine zweite Gelegenheit, also vielleicht nächstes Jahr, ne? Da kommen wir zu euch, ne? Und dann, das wäre ganz super, das wäre ganz toll, wir wünschen doch, ne? Dass wir also nochmal etwas zusammen singen könnten, ne? Also vielleicht alle 3 zusammen, ne? Zusammen mit so deinem wunderschönen Sängerinnen, ne? Deine Gruppe, also mit deiner Gruppe. Ecco. Ok. E la seconda cosa? Noi abbiamo un gruppo di giovani che sono veramente frementi, teniamo fermi perché vogliono venire a trovare i loro coetanei di Eichstätt, e noi speriamo veramente che attraverso i nostri rapporti questo sia possibile, perché veramente il nostro gruppo giovani veramente continua a chiedermi di agevolare questo rapporto con i giovani della vostra città. Und dann das Zweite, das ist, da haben wir eine Jugendgruppe, ne? Und sie möchten auch einmal die Jugendlichen von Eichstätt mal treffen zu dürfen, ne? Und wir hoffen wirklich, natürlich, das ist auch ein Projekt, aber wir hoffen wirklich, dass wir Gelegenheit haben, die beiden Gruppen einmal zusammen treffen, treffen zu lassen, ne? Also entweder hier in Monte Galda oder auch in Eichstätt, mit einem Austausch. Das könnte mal zahlreichen Aktivitäten zusammen mit den Jugendlichen planen und dann Veranstaltungen organisieren. Ne? Ich glaube, das könnte machbar sein. Ne? Ja, natürlich nicht, der Moment, es ist noch ein bisschen unstabil, aber wir hoffen wirklich, dass bald dieser schwierige Moment bald zu Ende geht und dann wieder alles zur Normalität, ne? Also wieder. Ja, ich wollte auch mal unser Professor Cenghiaro, ne, der immer mit seinem Schriftsteller Fogazzaro weiter studiert, weiter forscht, ne?
Das ist sozusagen der Leiter von der Dauerausstellung. Also hier im Kommunalhaus haben wir eine Dauerausstellung gewidmet an, wie Sie also in Bilder gesehen haben, an Antonio Fogazzaro. Ne? Da werden auch also einen Saal einrichten, also gewidmet an die Stadt Eichstätt. Ne? Ho detto anche a Andrea che stiamo organizzando, che stiamo come dire, allestendo la sala dedicata proprio al gemellaggio, al Freundschaftspakt, also mit Eichstätt. Stiamo dedicando questa sala con il professor Cenghiaro, che è proprio innamorato di Fogazzaro, no? Che è il suo, diciamo, che continua a studiare c'è la figura dello scrittore, e stiamo allestendo la sala dedicata proprio alla città, al patto di amicizia con Eichstätt. Ecco, anche questo è importante, no? Vuoi dire? Ecco. Also darf der Professor Cenghiaro etwas kurz sagen? Può dire una parola, professor Cenghiaro? Ok? Volevo dire a Venus che mi piacerebbe risentire la vostra musica dell'inno della Baviera. Er kann, also unser Professor Cenghiaro kann überhaupt nie vergessen, also die Hymne, ne, die bayerische Hymne, die wir zusammen gesungen haben. Also unsere Leute, die überhaupt also kein Wort Deutsch sprechen, die haben so perfekt gesungen. Ich bin nicht übertrieben, cioè non sto esagerando, ma hanno cantato l'inno tedesco, die bayerische Hymne so perfekt, l'inno bavarese, hanno cantato l'inno bavarese senza conoscere una parola di tedesco, quindi questo è davvero straordinario, das war wirklich etwas Außerordentliches, ja. Qualcosa di straordinario. Und die waren so begeistert am Ende, dass wir also nochmal, die Hymne, wiederholen, möchten. Ne? Okay. Also, bene. Non so se Josef vuole dire qualcosa. Also wenn Herr Oberbürgermeister noch was dazu sagen möchte. Ja, also, wie gesagt, also wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir den Austausch vertiefen können und auch einige der Projektideen, die wir auch schon gemeinsam gesammelt haben, vorantreiben könnten. Den Austausch von Jugendlichen wäre eine unglaublich wichtige Sache, um die Brücke, die notwendig ist zwischen den Ländern, zwischen den Städten zu bauen und auch die Jugendlichen zusammenzubringen, die auch die gleichen Themen haben in allen Ländern, in allen Städten. Und auch der Austausch und die weitere Zusammenarbeit zwischen den Chören, glaube ich, ist eine wunderbare Basis, auf der wir aufbauen sollten, und das würde uns auch sehr, sehr freuen, und vor allem natürlich auch, wenn der Besuch von Ihrer Seite natürlich auch in Eichstätt zustande kommen würde. Wir kommen natürlich auch genauso gerne nach Montequalda. Saremo lieti di approfondire i nostri contatti, soprattutto il incontro dei giovani, che è importantissimo, proprio ci sta a cuore come progetto, come idea, e naturalmente anche con i cori, che ci sarà senz'altro un'occasione. Io sto già progettando, posso dire, qualcosa, e ci sono delle idee. E naturalmente sì, saremo contenti di accogliervi qui a Eichstätt il prossimo possibile. Ecco, Sindaco. Chiuderei. Allora, poi ci sono anche tante altre tematiche, magari anche più profonde, a livello di come, per esempio, noi stiamo facendo le politiche ambientali di riforestazione, la gestione delle politiche sociali. Mi piacerebbe come amministratore capire come state operando voi e tante altre cose, ma ci sarà motivo di approfondimento anche su questo. Ja, wir haben da dürfen wir, oder haben wir keine Zeit mehr, um einige Themen zu vertiefen, ne? Weil natürlich ist hier nicht der Sitz, ne? Aber wir sind auch wir denken an die Umwelt, ne? Also wie wir für unsere Umwelt oder was wir für unsere Umwelt, für unser Planet machen könnten, und dann das sind
wirklich sehr aufmerksam. Ne? Und da wollen wir auch etwas Konkretes tun. Und wir haben auch etwas schon Konkretes also getan, zum Beispiel also Pflanzen gebaut und dann wir wollen also ein besseres Leben also für unsere Kinder, ne? So für unsere Jugendlichen auch also vorbereiten. Ne? E quindi vogliamo anche preparare un mondo migliore per i nostri giovani, no? Per le generazioni, also für die zukünftigen Generationen vorbereiten. E quindi, weil wenn wir sind auch also teilweise verantwortlich, ne? Wenn wir wir müssen auch etwas Konkretes tun, ne? Um die Umwelt und die Umwelt zu retten, no? Per salvare, dobbiamo fare qualche cosa di concreto per salvare l'ambiente, no? Ok, anche se abbiamo già fatto noi nel nostro piccolo, yeah. Ok, yeah. Noi di solito chiudiamo con un piccolo proverbio veneto che ogni martedì legge la nostra cara amica Rita e quindi la facciamo conoscere a tutta Italia, a tutta la Germania. Lei di solito legge un piccolo saggio proverbio popolare e quindi lo legge in dialetto veneto e poi la Cristina lo tradurrà. Ecco, bravo, esatto, ma noi, tu volevi fregarci, però noi, ecco, rosso Spiega a loro magari. Wir, also normalerweise diese Online-Verbindung, also wird geschlossen, also mit einem Sprichwort, ne? Also auf Dialekt. Ne? Und dann, also unsere Rita, also die gehörte zur Gruppe der Senioren und die sagte immer etwas auf Dialekt. Ne? Und heute Abend haben wir auch also ein Sprichwort gedacht auf Dialekte, aber es gibt auch so die perfekte Übersetzung auf Deutsch. Ne? Sag mal Rita auf Italienisch. Rosso de cera del tempo si spera. Also, Gernot, hör mal, also ich sag mal auf Italienisch, es gibt auch Dialekte, rosso de sera del tempo si spera, sarebbe rosso di sera del tempo si spera. Und die deutsche Übersetzung, conosci la traduzione tedesca? Ja, Abendrot macht Hoffnung auf gutes Wetter, ne, am nächsten Tag. Genau, nein, das gibt doch also genau, das ist Abendrot, also Schönwetterbrot. Niemand gehört? Sì. Das ist ein Sprichwort. Allora, e questo è proprio, zum Beispiel, da haben wir heute Sonne gehabt, ne? Also nach Tagen von Regen auch hier, ne? Und dann von schlechtem Wetter. Und dann heute, das war wirklich so sehr schön, sehr warm und sonnig, ne? Also da haben wir dran gedacht, rosso di sera, so wenn der Himmel, also rot, wenn die Sonne untergeht, ne, beim Sonnenuntergang, das ist rot, ne, rosso di sera, bel tempo si spera. Das bedeutet, dass also am folgenden Tag ist das Wetter wieder schön und morgen ist wieder sonnig hier bei uns. Ne? Und so haben wir so an diesem Sprichwort mal gedacht. Ne? Rosso di sera, bel tempo si spera. Ci sia di buon augurio per i nostri due territori, per i nostri due popoli di Montegalda e di Eichstätt. Das ist ein Wunsch, es ist ein guter Wunsch. Anche loro. Ja, das ist ein guter Wunsch, also für unsere beide, also für unsere Freundschaft, ne? Also heutige Freundschaft, auch zukünftige Freundschaft, ne? Damit immer, also sich verstärken, also kann. Okay. Mille grazie. Ecco, prego. Ha detto tutto. Ho detto tutto, esatto. Allora. Grazie mille ancora. Ciao. Bye bye. Tschüssi. Ciao. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti.